Einen wunderschönen guten Abend, Neumarkt! Herzlich willkommen in der Oberpfalz! Herzlich willkommen zur Bayerischen Witzemeisterschaft! 10 Kandidaten haben sich beworben, 7 wurden bis vor einer Stunde noch ausgesucht und diese 7 Kandidaten bewerben sich heute um den Titel Bayerischer Vizemeister 2023. Wir starten mit dem Kandidaten Nummer 1. Servus, grüßt euch, ich bin der Manfred Limmer, ich komme aus Waakirchen. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Stammtisch und da sind bloß 2 da. Und der eine sagt zum anderen, man munkelt, du hättest was mit Zwilling. Mei, der andere, knallrot, gell, sagt er, ich gebe es zu, was möchtest du wissen? Er sagt, mir ist das wurscht, das ist deine Sache. Gell. Aber eine Frage hätte ich schon, wie hältst du die 2 auseinander? Mei, sagt er, gell, die Susanne, die hat ein winzig, winzig kleines Muttermal. Und der Horst hat einen Vollbart. Ein herzliches Grüß Gott von mir. Ich bin der Roman Weber, ich komme aus Oberwald, das ist in der Nähe von Rosenheim. Haben sie 2 Spätzchen getroffen, sagt der eine zur anderen. Sag mal, ist deine Frau jetzt schöner geworden mit der Schlammpackung, die sie da gekriegt hat? Hat gesagt, ja, am Anfang schon, aber jetzt prägt es schon langsam wieder runter. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Siegfried Sandner. Ich bin 85 Jahre alt und in München geboren. Ich fange gleich mit einem harmlosen Witz an, und zwar eine Lilliputanerin, ungefähr 1,20 groß, kommt zum Gynäkologen. Herr Doktor, ich habe solche Schmerzen im Schritt. Ja, der nimmt's, tut es auf seinen Stuhl auf, schaut alles an, kann nichts finden, tut es wieder runter und die geht wieder. Am nächsten Tag ist die schon wieder da in der Früh. Herr Doktor, ich habe solche Schmerzen im Schritt. Ja, ging es nochmal her, dann tut er es wieder auf den Stuhl auf, dann nimmt er ein Vergrößerungsglas und schaut alles ganz genau an. Und auf einmal nimmt er eine Schere und schneidet und schneidet und schneidet und schneidet. Dann tut er es wieder runter, sagt der Herr Doktor, die Schmerzen sind ja total weg. Aber was haben denn Sie so lang geschnitten? Sagt er, ich habe nur den Rand von einer Gummistiefel abgeschnitten. So, servus benannt, grüßt euch. Ich bin der Sepp Schöberl, komme aus Auderzhof. Der Bub kommt in die Stube rein. Vater, warum bin ich so blöd? Der Vater gesagt, leg mich am Marsch und lass mich mal rauf, fragt deine Mutter. Mutter, warum bin ich so blöd? Okay, lass uns doch mal. Nach 10 Minuten klingelt's draußen, steht der Postbote draußen. Der Rieder da, die Post ist da. Ja, guten Abend, Neumark. Mein Name ist Daniel Götz, ich bin 41 Jahre alt, komme aus dem schönen Ittelhof in der Gemeinde Salbersdorf. Jetzt ist ein Mann ins Wirtshaus gegangen, hockt sich hin, sauft halt wie allerweil, eine halbe nach der anderen. Und wieder nach 4 ist, sagt er zum Wirt, so Wirt, ich möchte zahlen. Dann ist der Wirt gekommen, das war so ein Dorfwirtshaus, nur da ist das Bier nur ein wenig billiger. Sagt der Wirt, also 13,5 hast du gesoffen, 26 € kriege ich von dir. Sagt er, nein, Moment. Wirt, das kann überhaupt nicht sein. Ich sauf nämlich immer bloß 12,5. Da hast du 24 €, mehr kriegst du nicht. Jetzt ist der heim, am nächsten Tag kommt er wieder hin in das Wirtshaus, geht rein, sagt er zum Wirt, schau her, da hast du einen Zwickel nur für die 13,5, ich habe doch 13,5 gesoffen. Da sagt der Wirt, und wie kommst du jetzt da drauf? Naja, sagt er, weißt, weil ich heim bin, dann bin ich ins Bett und ich habe so ein Nachthaferl und da gingen genau 12,5 rein. Und heute Nacht ist übergelaufen. Benannt. Ich bin heute der Mann ohne Stimme, aber ich bin trotzdem aus Augsburg hergefahren und heiße Robby Sies. Ja, ich möchte euch ganz kurz den Begrüßungswitz erzählen. Da ist die Frau zum Gynäkologen gekommen und sagt, sie, Herr Doktor, bei mir hat sie die Vibrator verschlupft. Also weg war er halt. Hat er gesagt, hocken Sie nicht mal auf den gynäkologischen Stuhl. Hat sie die draufgehockt und hat er sie eine Viertelstunde untersucht. Dann hat er gesagt, rausbringen nicht, hat er gesagt. Aber jetzt haben so hingedreht, dass Bandrin wechseln können.
Grüß euch miteinander. Ich bin der Tom. Ich komme aus Ehring, das ist in Oberbayern. Es ist ja so, gell, der Jäger und der Bauer kommen in einem Wirtshaus zusammen. Gell. Ja, dann sagt der Jäger, du, letztes Mal war ich in der Tschechei bei der Jagd, gell, und da habe ich einen Hirsch geschossen. Mir hat sich vorstellen, die hat ein sicheres Geweih gehabt, gell, 17 Inder. Und 600 Kilo hat der Hirsch gehabt. Oh, sagt der Bauer, Respekt, gell. Du weißt, was mir jetzt passiert ist. Wir haben heuer Kartoffeln gehabt. Die waren so groß und dick. Dann haben wir sie auseinandergeschnitten, dann haben wir einen Ehrepfel viel tiefer gestellt, gell. Dann haben wir die Ehrepfel rausgeguckt, die hat es rausgehauen, riesen drüber. Auf einmal hat es ein wenig so genackelt, gell. Dann haben wir einen russischen Panzer rausgeguckt, vom Zweiten Weltkrieg. Und stellt sich vor, da hat das Licht noch brennt. Sagt der Jäger, ja, jetzt übertreibst du aber schon. Ja gut, sagen wir, wenn du bei deinen Hirschen 200 Kilo wegtust, dann schalte ich beim Panzer das Licht aus. Ja, meine Damen und Herren, das sind sie, unsere Kandidaten des heutigen Abends. Und ab jetzt zählt eure Stimme. Sie entscheiden in den nächsten Runden, welche 3 Kandidaten in unser großes Stammtisch-Battle einziehen werden. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar, wie im letzten Jahr, haben wir ein Applausometer organisiert. Ja? Und das schaut folgendermaßen aus, wir setzen das immer auf 0 zurück und dann haben wir eine Punkterichterin engagiert, die fleißig die Punkte mitschreiben werden. Und die bitte ich jetzt mal kurz auf die Bühne. Einen Riesenapplaus für die Cora. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze ausschlägt. Begrüßen Sie mit mir unsere diesjährigen Juroren, angefangen von der Volkstheaterlegende Gerda Steiner, Carina Dengler von Daheim ist daheim und dem Kabarettisten Bobbe. So, ihr 3, habt's gut hergefunden nach Neumarkt? Ja, ich habe nicht weit gehabt. Was macht für euch einen guten Witz aus? Kurz und knackig und dass er nicht so lang entlang gezogen wird, sondern dass er schnell zum Höhepunkt kommt. Dass er zint, wenn wir in der Oberpfalz sagen, ja? Ja, genau. In der Kürze liegt die Würze. Da bin ich auch dafür. Und vor allen Dingen, dass man nicht allzu sehr unter die Gürtellinie geht und dass man niemand anders damit beleidigt. Er muss nicht immer bloß kurz sein, der Witz, weil wenn er richtig gut erzählt ist, und das ist mir wichtig, also dass man den richtig lebt und sich richtig einsteigert, vielleicht ein bisschen mal die Stimme verstellt oder ein bisschen mitwerkelt, dann ist das umso schöner und dann darf auch mal länger sein, der Witz. Und wenn man da mal vielleicht einmal kurz mal ein bisschen reinhackelt, dann fällt sich da jetzt auch nichts, wenn man das gemütlich macht und schön macht. Mach ja ich auch so. 3 unterschiedliche Meinungen, das ist ja gut, darum sind es ja auch 3 Juroren, die heute den Witzemeister küren, aber jetzt dürft ihr erst euch mal zurücklehnen, dürft Platz nehmen am Tisch, euch Inspiration holen, denn jetzt übernimmt unser Publikum. Und zwar mit der ersten Kategorie, zu der jeder von euch jetzt einen Witz erzählen darf. Man sieht ja, 3 Juroren mit unterschiedlichen Berufen und darum geht es in der ersten Kategorie. Jeder erzählt einen Witz zum Thema Berufe. Viel Spaß! Eine Dame muss zur Routineuntersuchung zu ihrem Frauenarzt und stellt fest, der ist in Renten gegangen. Also es ist jetzt ganz ein anderer da. Und der sagt zu ihr, stellt sich vor und sagt, also Sie dürfen sie jetzt gerne mal frei machen. Und plötzlich legt sie dir am Boden hin. Und dann sagt er ganz freundlich, jetzt steigen Sie mal ein bisschen von rechts nach links über mich drüber. Und dann macht er einen großen Schritt. Und dann sagt der Sohn, jetzt steigen Sie bitte von links nach rechts über mich drüber. Sie wieder retour. Dann sagt er, mei, soweit alles in Ordnung. Gell? Ich schreibe Ihnen bloß auch ein paar Hormone auf und dann sehen wir uns in einem Jahr wieder. Die geht hinaus, völlig verdutzt zur Sprechstundenhilfe und sagt, entschuldigen Sie mal ein bisschen, aber der neue Doktor, komische Untersuchungsmethoden hat der schon. Nein, fängt die zum Lachen und sagt, brauchen Sie nichts denken, unser Doktor hat seinen Titel über den 3. Bildungsweg gemacht, der war vorher beim TÜV.
Die Meierresi muss nach Rosenheim als Amtsgericht, weil sie es einen Supermarkt beim Ständer erwischt haben. Jetzt war die Gerichtsverhandlung, die Frau Richterin ist umgestanden, hat abgeschaut auf sie, sagt, warum haben sie jetzt sie gestohlen im Supermarkt? Gell? Mei, Frau Richterin, das war so. Mir hat es so gehungert, ich habe kein Geld mehr dabei gehabt. Dann habe ich so eine schöne Konservendosen mit Pfirsich gesehen. Und die haben mir so angeweicht. Dann habe ich die Manteltaschen aufgemacht, habe die Dosen Pfirsich verschwinden lassen und bin aus bei der Tür. Habe mir der Kaufhausdetektiv schon gehabt. Sagt er, ja, und jetzt bin ich halt bei einer, gell. Dann hat die Richterin gesagt, ja, Mundraub. Hat gesagt, ja, so schlimm ist das jetzt auch nicht, gell. Hat gesagt, wie viele Pfirsiche waren denn in der Konserve? Dann hat sie gesagt, 5 Stück. Dann hat die Frau Richterin gesagt, okay, dann machen wir 5 Tage Gefängnis. Okay. Dann wollte ich gerade ein Urteil verkünden. Dann meldet sich einer aus dem Zuschauerraum und fragt, ob er was sagen darf. Sagt die Frau Richterin, ja, stattgegeben, Sie dürfen was sagen. Wer sind denn Sie? Ich bin der Ehemann der Angeklagten. Ja, und was gibt's zum Sagen? Ja, eine Dosen Erbsen hat es auch noch gestohlen. Ein Mann war ein starker Bettenesser, hat jede Nacht ins Bett bisselt. Hat seine Frau gesagt, du, das mache ich nicht mehr lang mit. Ich glaube, ich lasse mich scheiden. Dann war er ganz verzweifelt, ist zum Urologen gegangen, sagt er, ich bissel jede Nacht ins Bett. Können Sie da irgendwas machen? Der untersucht den Prostata, alles in Ordnung. Sagt er bei einer, das ist seelisch, das ist psychisch bei einer. Da müssen Sie zum Psychiater gehen. Ja, er geht zum Psychiater, er erzählt ihm die Geschichte, dass er jede Nacht ins Bett bisselt. Und dann sagt der Psychiater, ja, träumen Sie da irgendwas? Sagt er, ja, da träume ich. Da kommt ein grünes Mandal und das sagt, der mir schön bisschen, der mir brav bisschen, der mir fein bisschen. Und ein bisschen die halt. Sagt er, jetzt gehen sie heim und legen ihn ins Bett und wenn das grüne Mandal kommt, dann sagen sie, ich kann nicht bisseln, ich darf nicht bisseln und ich mag nicht bisseln. Der geht heim ins Bett, legt sich rein, ist das grüne Mandal schon wieder da. Der mir schön bisschen, der mir brav bisschen, der mir fein bisschen. Ich darf nicht bisseln und ich kann nicht bisseln und ich mag nicht bisseln. Gut, dann der mir heute kacken. Es treffen sich 2 Geschäftsleute und unterhalten sich, wie die Geschäfte so laufen. Und dann sagt der eine zum anderen, du, sagt er, ich habe seit ein paar Wochen einen Verkäufer, der stottert ein bisschen, aber den musst du mal anhören, wenn du mal vorbeikommst, hörst du an, der verkauft alles. Okay, ein paar Wochen später kommt er in die Nähe halt dann, hat er sich gedacht, weißt du was, jetzt schauen wir doch den einmal an halt dann, hat er sich hinter das Regal so hingestellt und hat einmal den anderen zugehört, wie er verkauft. Ja, da hat er gesagt, da passen Sie mal auch auf. Da gibt es eine kleine Angel für die kleinen Fisch und die große Angel für die großen Fisch. Ja, hat sich der Mann denkt, ja, ich hätte schon große Fisch fangen, backeln Sie mir doch bitte schon ein. Halt. Brauchen Sie ein Zelt auch noch? Ein Zelt? Ja, warum? Ja, hat er gesagt, die großen Fische, hat er gesagt, die beißen am ehesten in der Früh, fährst am Abend davor schon hin, baust das Zelt auf, bist du schon da. Ja, das stimmt. Also backeln Sie es ein. Halt. Brauchen Sie ein Schlauchboot auch noch? Ein Schlauchboot? Ja, freilich hat er gesagt, die großen Fische hat er gesagt, die haben in der Mitte vom See. Brauchst du da ein Schlauchboot, dass du hinkommst? Ja, da hat er gesagt, das stimmt. Also packen Sie mir das an. Jetzt hat der ein Schlauchboot, ein Zelt und eine große Angel. Und jetzt kommt der Mann hinter dem Regal, so Vierer halt dann und klopft ihm auf die Schulter, dem Verkäufer, sagt er, sagt er, ich habe ihn jetzt da beobachtet und zugehört, wie sie das machen. Also, der wollte bloß eine kleine Angel und sie verkaufen ihm eine große Angel und ein Zelt und ein Schlauchboot. Also Respekt. Ja, hat er gesagt, er hätte gar keine Angel nicht braucht. Der wollte eigentlich Tampon. Hat er gesagt, das Wochenende ist verschissen, gehst zum Fischen.
Ja, ich gebe die Berufe zu den Lehrern, die wir im Vorentscheid schon reingeguckt haben, die kennen ja den Fritzl schon. Und der Fritzl ist ja auch mal jünger gewesen und ist in der Schule gewesen. Jetzt hat der Lehrer in der Schule gefragt, sagt er, Kinder, was ist ein Steinbutt? So hat sich der Fritzl gemeldet und sagt dann, ja, Herr Lehrer, also der Steinbutt, das ist ein ganz flacher Fisch. Ja, sagt der Lehrer Fritzl, das ist richtig. Und weißt du, warum das der so flach ist? So, Herr Lehrer, nein, nämlich der Steinbutt, der hat Geschlechtsverkehr mit einem Wal gehabt. Und der hat ihn so zusammengewetzt, darum ist er so flach. Jetzt hat der Lehrer in den Kopf geschüttelt und gesagt, also Fritzl, in deinem Alter auf so eine Antwort kommen, also da kann doch daheim was nicht stimmen. Wir gingen sofort zum Rektor. Jetzt sind sie zum Rektor ein, jetzt haben sie ihm die Geschichte so erzählt, jetzt hat der Rektor auch in den Kopf geschüttelt, sagt der Fritzl, in deinem Alter, so eine Antwort. Also da kann doch daheim was nicht stimmen. Wie kommst du denn auf sowas? Ja, also Herr Rektor, was kann jetzt ich dafür, wenn der Lehrer so schwierige Fragen stellt? Der heute ja auch zum Beispiel Frauenkind, wieso hat der Frosch so große Augen? Jetzt hat der Rektor geschaut und sagt er, ja, wieso hat denn der Frosch so große Augen? Ja, der hat das alles mit Ansamen. Ja, und der Bruder von dem kommt kurz drauf zum Attinger rein. Das ist so ein Allzweckladen in Augsburg. Dann sagt er, ich nirgend not neid. Hat der Verkäufer gesagt, was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Hat er gesagt, not neid. Hat er gesagt, ich habe Sie immer noch nicht verstanden. Was wollen Sie? Ist der Narrat war? Hat er gesagt, not neid. Hat er gesagt, kein Schreier, so vieles wollen, ich verstehe Sie immer noch nicht, aber im Lager draußen habe ich auch eine mit der Sprachbehinderung. Vielleicht versteht sie der. Hat er den kommen lassen, hat er gesagt, not. Hat der andere gesagt, not. Hat der gesagt, nie. Ist der aufs Regal aufgeschossen, hat was raus, runter, einpackt, zahlt und ist gegangen. Dann hat der Verkäufer zu seinem Lagerfritz gesagt, was wollten der überhaupt? Hat er gesagt, no. Also in der Schule, gell, die Lehrerin fängt gerade um in Englischunterricht, möchte gerade etwas an Dofione schreiben. Jetzt geht die rauf, jetzt kommt der Schulamtsdirektor rein. Au, jetzt wird ein bisschen nervös, gell. Sagt der Schulamtsdirektor, kein Problem. Ich sitze mir hinter Ihnen in die letzte Reihe, als wäre nichts weiter, machen Sie einfach mit dem Unterricht weiter. Gut, sagt die Lehrerin, immer noch ein bisschen nervös, gell. Jetzt nimmt sie Kreiden, möchte dann Dofione schreiben, zack, bricht die Kreiden ab, gell. Klappt sie es wieder auf, schreibt es weiter. Good morning, dear children. Ja, dann dreht sie sich um, fragt die Schüler, wer weiß, was das heißt. Malt sich natürlich keiner außer der Maxl. Und der Maxl sitzt da gerade vor dem Schulamtsdirektor und denkt sich die Lehrerin, oh Gott, der Maxl, der bringt ja wieder eine Antwort, da musst du schauen damit. Also, wer weiß die Antwort? Rührt sie wieder keiner. Nur der Maxl und ganz eifrig. Gell? Dann denkt sie, ja, die muss er nehmen, der sitzt da direkt von Direktor, das sagt er da gleich. Also, Maxl, was heißt das? Sagt er, die Lehrerin hat einen geilen Arsch. Ja, Maxl, was fällt denn dir nicht ein? Das stimmt doch nicht. Das heißt, liebe Kinder, guten Morgen. Dreht sich der Maxl um, sagt er, warum sagst du nein, wenn du kein Englisch nicht kannst? Jetzt kommt der besinnliche Teil. Weihnachten steht vor der Tür, es schneit mittlerweile und eine unserer Jurorinnen hat eine Geschichte mitgebracht und mit dieser Geschichte möchte sie in die nächste Kategorie einläuten. Man muss einmal wieder ein bisschen runterkommen. Die Geschichte passt ganz gut in unsere Zeit. Lehnen Sie sich zurück, träumen Sie, genießen Sie und schmunzeln Sie mit Gerda Steiner. Ein herzliches Dankeschön für diesen stürmischen Begrüßungsapplaus. Viele von Ihnen kennen vielleicht noch den Namen Alois Hingerl, der Münchner im Himmel.
Aber viele wissen gar nicht, dass das ein Familienunternehmen war. Der hat nämlich eine Schwester, die Aloysia Hingerl. Und die hat diesen Familienbetrieb, diese Arbeit natürlich sofort fortgesetzt, nachdem ihr Bruder in den Himmel hinaufgefahren ist. Aber leider musste auch sie das Irdische verlassen. Und deshalb haben wir Ihnen heute, und wenn ich wir sage, meine ich meinen lieben Kollegen Gaetano De Martino, eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte mitgebracht, die Sie zum Schmunzeln bringen sollte und auch ein bisschen in die himmlischen Sphären Sie verführen sollen. Also, packen wir's. Gehen wir so. Aloysia Hingerl, Zugbegleiterin Nummer 172 im ICE von München nach Berlin, scannte die Bahntickets ihrer Fahrgäste mit einem solchen Temperament über ihr Handy, dass sie vom Schlag getroffen zu Boden fiel und starb. 2 Engel zogen sie mit viel Mühe in den Himmel, wo sie von Petrus laut DNA-Test erfasst, mit einem Chip versehen, im himmlischen Server registriert und dann herzlich im Himmel aufgenommen wurde. Der Erzengel Michael gab ihr einen MP3-Player und machte sie mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags Klangschalen- und Yoga-Workshop und von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends Intervall-Gong-Meditationen. Ich glaube, ich höre nicht recht, oder? Das ist ja das reinste Fegfeuer und nicht der Himmel da herum. Und bitte, wann kriege ich da was zum Trinken? Sie werden Ihr Müsli schon noch bekommen. Ja, du lieber Himmel. Bin denn ich da auf einem Biobauernhof? Das geht ja schon gut um. Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihr vorüber. Hey, Sie, Herr Nachbar, bist du da keiner da herum? Bring mir doch ein Weißbier. Dieser säuselte nur, Red Bull verleiht Flügel und flog weiter. Sie schrie so laut, dass der liebe Gott von seinem Mittagsschlaf erwachte und ganz erstaunt fragte, ja, was ist denn da für ein Geschrammal als Luder herum? Aloysia war aber gerade so richtig in Fahrt und legte dem lieben Gott ihren ganzen Grant zu Füßen. Ja, was glaubst denn du? Weil sie, der liebe Gott, sind, müssen die da den ganzen Tag singen, wie ein Zeisel. Und zu trinken kriege ich auch nichts. Ein Müsli, hat der andere gesagt, kriege ich. Ein Müsli, ja, spielt denn der? Hat in der noch nie was von einem Leberkäse gehört? Von Weißwürst oder von einem guten Weißbier? Also wenn ich da herum keine gescheite Brotzeit kriege, dann gibt es den ersten Warenstreik. Schließlich und endlich bin ja ich bei der Bahngewerkschaft. Und das weißt, ab sofort kannst du selber singen. Petrus, sagte der liebe Gott, mit der können wir da herum gar nichts so fangen. Und bevor der Hubert wieder seine Flugblätter zu uns raufschickt, habe ich für Sie eine andere Aufgabe. Statt meiner himmlischen E-Mails soll sie in Zukunft die göttlichen Ratschläge meinem guten Freund, dem lieben Markus von der bayerischen Regierung, nach alter Tradition wieder persönlich überbringen. Dann kommt sie jede Woche ein paar Mal nach München, wir haben's los und da herum kehrt hoffentlich wieder eine Ruhe ein. Über diese weise Entscheidung war Aloysia sehr froh. Sie bekam sofort ihren ersten Auftrag und flog mit dem Brief glücklich und zufrieden ihrer geliebten Heimat entgegen.
Der guten alten Zeit gehorchend, setzte sie sich aber zuerst an ihren Stammtisch ins Münchner Hofbrauhaus. Und bei ihrer Lieblingsbedienung, hey, Resi, bestellte sie sich ein Weißbier. Ihr geliebtes Weißbier und noch ein Weißbier und noch ein Weißbier. Und so wartet der entnervte Markus Söder von der bayerischen Regierung bis heute vergeblich auf die göttliche Eingebung. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's wieder weiter in unserer Witzemeisterschaft und ich habe jetzt das Stichwort für euch gegeben. In dem nächsten Witz muss natürlich der Himmel mit drin sein. Viel Spaß, legt's los. Ein Österreicher kommt in den Himmel und steht vor diesen imposanten Wahnsinns-Himmelspforte und die ganze Hauswand links und rechts ist voll mit Uhren. Also Wahnsinn, hunderte von Uhren. Und an jeder Uhr ist ein Länderwappen dort. England, Brasilien, Australien. Und er schaut verzweifelt umeinander, aber er findet die österreichische Uhr nicht. Schaut und ist nicht da. Gell? Klingelt freundlich an, macht der Petrus auf, sagt er war jetzt da. Sagt er, schön, komm rein. Sagt er, Moment, ich habe eine Frage. Die ganzen Uhren, was bedeuten das? Sagt der Petrus. Immer wenn irgendwo auf der Welt ein Depp auf die Welt kommt, schnackelt die Uhr Sekunden 4. Da denkt er sich, ich habe gewusst, dass es in Österreich keine Deppen gibt. Gell? Aber fragen wir nochmal nach. Sagt er, Petrus, Frage, warum oder wo ist die österreichische Uhr? Mei, sagt er, das ist unser Ventilator in der Kirche. Das Ehepaar Huber kommt gemeinsam in den Himmel, steht an der Himmelspforte, der Petrus macht auf, sagt, ja, das Ehepaar Huber, wir haben schon lange auf Sie gewartet, herzlich willkommen im Himmel, wir sind im Paradies angekommen. Wenn ich Sie einer gleich ein bisschen zeigen darf, was wir da herum alles haben, gehen wir ein bisschen spazieren, gell? Der nimmt das Ehepaar Huber, sagt er, hier zur Linken, die Abteilung für die Dame, Pediküre, Maniküre, Friseur, Teintauffrischung, alles umsonst, alles frei, verfügbar, können Sie alles hernehmen, alles wunderbar. Gell? Und dann gehen wir weiter, hier die Boutiquen, alles von Gucci bis Prada, alles, was man sich vorstellen kann. Gehen Sie wieder einen Lohn weiter, sagt die passenden Accessoires, Louis Vuitton, wieder Prada, alles für Sie wunderbar bereitet. Gell? Er hat gesagt, so, auf der rechten Seite für den Herrn ein Bierlokal nach dem anderen mit den besten Bieren dieser Welt. Er hat gesagt, hier weiter, ein Weinlokal nach dem anderen, von Petrus bis Metten, alles, die edelsten Weine, alles für Sie da. Dann da weiter vorne haben wir ein Sternelokal, weil Sterneköche haben wir da herum auch im Himmel. Alles umsonst, alles frei, weil Sie sind schließlich im Paradies. Auf einmal fällt der Herr Meier, packt seine Frau am Hals und schüttelt. Schüttelt so richtig her. Na, der Petrus, ja, um Gottes Willen, sagt er, was ist denn los? Hat er gesagt, ja, 10 Jahre eher hätten wir das schon haben können, aber du mit deinen scheiß Knoblauchtabletten. Zwei Spätzchen sind in der Kneipe drin, haben schon einige Bärwurz und ein paar Blutwurz hinter sich. Und dann ging sie raus aus der Wirtschaft und nachher sagt der eine, du schau einmal da auf. Schau mal auf den Himmel hinauf, was du da siehst. Der andere schaut hinauf, sagt er, ja. Siehst du den grünen Mond? Sagt der andere, spinnst du, der ist doch nicht grün, der ist doch blau. Nein, der ist grün. Nein, der ist blau. Nein, der ist grün, der ist blau. Kommt der Polizist vorbei, dann sagt er, sagst du mal, was machst du denn da für einen Lärm? Was streitst du denn da umeinander? Ja, mein Spätzle, der Depp sagt, der Mond ist grün und ich sage, der ist blau. Sagt der Polizist, welcher? Der linke oder der rechte? Die Frau Huber ist gestorben und kommt in den Himmel. Kommt zum Petrus, ganz aufgelöst. Sieh, Herr Petrus,
Mei, könnten Sie mal nachschauen, mein lieber Mo, der Johann, der ist ja doch vor einigen Jahren schon aufgekommen, wo der ist. Ja, hat der Petrus gesagt, dann schaue ich mal nach im Himmelsbuch. Johann Meier, Johann, tut mir leid, wir haben keinen Meier Johann. Wo wird denn der sein? Das muss der schon vor ein paar Jahren gestorben. Er hat gesagt, ich habe noch das Buch der Flammen. Was, im Fegfeuer? Vielleicht ist es im Fegfeuer. Ja, schlägt das Buch des Flammen auf. Meier Johann, tut mir leid, der ist auch nicht im Buch der Flammen. Wo kann der nur sein? Sagt er, ich habe noch das schwarze Buch mit den Hörnern. Der wird doch nicht in der Höhle drin sein. Der Petrus blättert im schwarzen Buch. Meier Johann, tut mir leid, der steht auch hier nicht drin. Ja, das geht's ja doch nicht, Herr Petrus, was kann er da nur sein? Aber so ein guter Mann, ein herzensguter Mann, 50 Jahre waren wir verheiratet. Was hat er gesagt? An 50 Jahre verheiratet, da müsst ihr beim Buch der Märtyrer nachschauen. Jetzt ist der Opa ist gestorben und ist gegen Himmel gefahren, gell? Und daheim auf der Erde, da trauern sie alle. Und jetzt ist Enkel heimgekommen zu der Oma. Sagt Enkel, meine Oma, weil gibt's denn das, dass der Opa jetzt so plötzlich gestorben ist? Weil ist denn das zugegangen? Mei, sagt Oma, ich traue mir ja fast gar nicht sagen. Aber der Opa ist beim Sonntagmorgen 6 gestorben. Jetzt hat Enkel geschaut und sagt, Mensch, Oma, mit fast 100 Jahren, Sonntagmorgen 6, ihr habt doch ein Schicksal direkt rausgefordert. Naja, wurscht, Enkel hat gesagt, wenn es aber so gut hat, mir hat es so gut und in Opa hat es so gut und wir haben schon gemerkt, dass wir älter werden und darum haben wir ja auf Sonntagvormittag gekommen, wenn die Kirche angeht, mit den Kirchenglocken, ganz gemächlich, nein beim Ding, raus beim Dong, nein beim Ding, raus beim Dong. Und wenn der scheiß Eisfahrer mit seinem Gebümmel gekommen war, dann hat der Opa heute noch leben. Da geht er zum Urologe und sagt zu ihr, Herr Doktor, bei mir steht nichts mehr, bei mir geht nichts mehr. Dann hat der Doktor gesagt, das Phänomen kenne ich, da gibt es nur eines Brot und nochmals Brot. Also sofort runter, auf der gegenüberliegenden Straßenseite war eine Bäckerei, über die Straße geschossen, LKW nicht gesehen, zusammengefahren, tot. Kommt in den Himmel, schellt an, macht der Petrus auf, sagt er, habt ihr eine Bäckerei da oben? Da hat er gesagt, ja, davor die nächste links, dann rechts, da ist eine Bäckerei. Also davor, da hat er gesagt, grüß Gott, ich krieg 20 Kilo Brot. Da hat er gesagt, ja, um Gottes Willen, da wird Ihnen ja die Hälfte hart. Da hat er gesagt, krieg ich 40 Pfund. Dann haben die das Brot hingelegt, da hat er gesagt, ja, um Gottes Willen, das Brot ist ja von gestern. Da hat er gesagt, wenn Sie uns von heute wollen, müssen Sie morgen kommen. Also an der Himmelspforten haben 2 Türen. Auf der einen Seite eine silberne Tür und auf der anderen Seite eine goldene Tür. Gell? Und auf der silbernen, da stehen einen ganzen Haufen und dann steht an der Tür dran, für alle Männer, die wo unter dem Pantoffel stehen. Gell? Ja, Riesenschlange. Auf der anderen Seite, bei der goldenen Tür, da haben Einzelnen gehen einmal vorbei, da steht dran, für selbstbewusste Männer, die wo einfach eine Frauen im Griff haben, gell, und so weiter. Geht einmal einer vorbei, gell, der Feini. Geht da so ein kleiner, gell, so eine Zwitschgemeinde, wie wir heute am Nachmittag schon gehabt haben. So einen breiten Kopf, schmale Schultern. Geht er da vorne, klopft er, Petrus macht auf, sagt er, was möchtest denn du da? Ja, einer. Aber weißt du schon, dass das für die selbstbewussten, starken Männer ist? Ja, sagt er. Und wie kommst du dazu, dass du reinkommst? Ja, sagt, meine Frau hat gesagt, ich soll mit da stehen. Nach 13 Jahren sind wir mal wieder daheim in Neumarkt. Damals 2010 bei der letzten Neumarkter Witzemeisterschaft in der großen Jurahalle haben wir zwischen den Runden ja musikalische Einlagen gehabt. Ein kleines Mädchen hat da verschiedene Lieder gesungen und
für dieses kleine Mädchen hat sich in den 13 Jahren sehr viel getan. Mittlerweile ist sie von daheim gar nicht mehr wegzudenken und ja, hat ihren Weg gemacht. Begrüßen Sie mit mir Carina Dengler. Danke. Wenn wir schon gleich hinter der Bar stehen, dann trinkt man doch einen, oder? Ja. Ja, oder stillst du noch? Jetzt fängt die auch noch an. Also das wollen wir momentan schon oft anhören, doch. Ja. Aber es ist nicht mein Kind. Also Nicht? ich habe noch keins. Ich passe nur ins Dirndl, das passt schon. Aber es ist ein echtes, oder? Ja. Ja, schon. Na, aber oft macht man ja da so Puppen und so Attrappen. Nein, also wir haben jetzt mittlerweile das zweite Baby. Also am Anfang haben wir eins gehabt in Leo. Das ist von Dachauer Familie gewesen, das erste Kind. Dann habe ich schon auch gesagt, also Silja, das ist die Mama, gesagt, Wahnsinn, also der erstes Kind, kannst du es einfach jetzt so hergeben, weil wir die Geburt draht haben, da war das Baby gerade 3 Wochen alt. Und das war für mich, das war der Wahnsinn. Also da haben wir in der Waldhütte gewesen, wir Josef und Maria. Es war aber Ostern, aber egal. Naja, und da habe ich das Kind dann zur Welt gebracht und das war Wahnsinn. Also da waren zwar wirklich viel Leute außenrum, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wie dann das Baby gekommen ist, zum wichtigen Moment, da war alles mucksmeißelstart und dann zwischendrin auf einmal hat das Baby das Weinen angefangen. Das war wirklich, wie wenn ich jetzt gerade ein Kind gekriegt hätte. Das war so krass. Und danach bin ich heimgefahren und da haben wir dann gedacht, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Oder? Das ist, also man spielt sich da selber so viel vor, das ist ein Wahnsinn. Ja, da kommen die Mutterkomplexe sozusagen, Ja, oder? irgendwie schon. Ja, auf Nicht das, ein Schuss und so, aber das lassen wir jetzt. auf das trinken wir. Ja, abgestillt ist, lass dir schmecken. Prost. Das ist ein feiner. Habt ihr auch einen Durst? Oh, der ist gut. Ja, da trinken wir dann vielleicht gleich nochmal einen Eine Spader. Flasche, ja, aber Ja, ich schenke dir nur einen. nehmen wir nur auch davon. Nicht, dass da noch... Hat's gerade gesagt. Aber ich habe ich habe was Gutes gegessen. In den letzten 13 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Ich kann mich noch erinnern, damals hat sie gesungen, keiner ist so schön wie der Andreas Gabalier. Hast du den Gabalier jetzt schon kennengelernt? Nein, noch nie. Noch nicht. Vielleicht hat er Angst gekriegt, ich weiß nicht. Okay. Aber sagen wir mal so, ich habe meinen Gabalier gefunden, also ich brauche keinen Gabalier mehr, das passt schon. Ah, Nein. sehr schön. Aber 13 Jahre, wer war für dich so die tollste Persönlichkeit, was du gesagt hast, wow, dass ich die Person kennenlernen darf? Also ich habe in der Zeit wirklich viele Menschen kennenlernen dürfen, wo ich nie damit gerechnet habe. Ob Stefanie Hertel zum Beispiel war, wo ich als kleines Kind schon ihre Lieder nachgesungen habe. Aber heute habe ich wirklich ganz was Großes erleben dürfen, weil ich habe die Gerda kennenlernen dürfen und das war für mich, habe ich gerade schon mit dir geredet. Mir ist in der Macki ist mir mal was passiert, da war ich vielleicht so 8 oder 9 Jahre alt, Mama wird es noch wissen. Da haben wir durch den Mack gegangen, dann haben wir da beim Lehmeier vorbei und dann sage ich auf einmal, Mama, schau mal hin, da hocken sie. Sagt sie, wer hockt da? Ja, da, habe ich gesagt, der von Peter Steiners Theaterstadel. Und ich so, ich und mein Bruder haben das immer angeschaut. Und wir waren voll die Fans. Und auf einmal hocken die da, gell. Also ich bin ungelogen, ich glaube 5 oder 6 Mal vorbeigerannt, bis ich mir endlich einmal traut habe, dass ich hingehe und gefragt habe, ob ich Autogramm haben kann. Also es war so mein Fan-Moment und heute habe ich wieder so einen Fan-Moment und ich bin wirklich stolz drauf, dass ich sowas erleben darf in meinem Leben und das ist, es hört nie auf. Schön. Ja. Schöner kann man es nicht sagen, oder? Ja. Vielen Dank, Carina. Jetzt ist es fast andersrum. Jetzt kriege ich dann von dir ein Autogramm. Hätte man auch nicht gedacht. Ja. Wegen daheim ist daheim, vieles passiert. Es hat wahnsinnig viele Geschichten von dir gegeben. Welches war für dich so dein daheim ist daheim Moment in den letzten 13 Jahren? Es waren jetzt 10 Jahre, wo ich jetzt bei 10? 10, ja. Also Stimmt. ich bin jetzt im 11. Jahr, seit 2013 dabei, wahrscheinlich bis deswegen durcheinander gekommen. Aber es ist schwierig. Also es ist wirklich, bei uns ist so viel Abwechslung mit dabei, so viele Geschichten, was ich schon dran habe dürfen. Aber der größte Moment war für mich eigentlich, wie Tante Moni geheiratet hat, also die Vogelhochzeit, wie ich die Ringe bringen habe dürfen. Das wollte ich im wahren Leben eigentlich auch mal machen, aber jetzt mal war das klar, das groß oder hat nicht passt. Ja. Also habe ich es im Film gemacht und das war wirklich ein ganz toller Dreh. Da haben wir total schön hergerichtet worden und in Tracht und mit Pferde, mit Kutsche, mit allem drum und dran. Ja, liebe Carina, Oberpfalz ist halt dann für dich trotzdem daheim.
und darum darfst du jetzt wieder setzen. Zu uns daheim. So machen wir's. Und ihr, liebe Kandidaten, ja, darf jetzt einmal einen Witz erzählen zum Thema daheim. Viel Spaß und jetzt schauen wir mal, was die daheim schon alles so erlebt haben. Vielleicht kennt ihr das, die Kinder hocken daheim auf der Couch und haben das Handy in der Hand. Und den ganzen Tag wischen sie auf dem Ding umeinander. Und der Vater wird stocknarrisch und sagt, sag einmal, was tust denn du da? Er sagt, ja, ich habe doch eine Lügendetektor-App. Sagt er, was hast du? Ja, eine Lügendetektor-App. Ja, was war das? Jetzt stell dir vor, Papa, du stellst mir eine Frage und ich beantworte die falsch. Also das heißt, ich hätte dann gelogen. Dann darf ich einen Stromschlag kriegen. Er sagt, gut, probieren wir es aus. Sagt er, wo warst du heute? Sagt der Bub, in der Schule. Patsch, hat er schon eine gehabt. Gell? Er sagt, aha. Und wo waren wir wirklich? Im Kino. Aha, der junge Mann war im Kino, Montagvormittag, wunderbar. Was hast du noch geschaut? Ein Comic. Patsch, hat er schon wieder eine gehabt. Sagt er, aha, es wird immer schöner, aber was hast du wirklich angeschaut? Ja, einen Sexfilm. Aha, der junge Mann, Montag in der Früh im Kino schaut einen Sexfilm an. In deinem Alter habe ich nicht einmal gewusst, was ein Sexfilm ist. Patsch, hat der Papa eine gehabt. Die Mama steht hinten im Eck und lacht und sagt, mein dein Bub, Patsch, hat Mama eine gehabt. Bei uns daheim am Ort gibt es jeden Samstag einen Wochenmarkt. Gell, da haben ein Standel alle dabei. Und dann geht ein älteres Ehepaar geht über den Wochenmarkt, gehen sie so einem Obst- und Gemüsestandel vorbei. Auf einmal schreit sie aus: Schau mal her, Sepp, da kosten der Äpfel ein Stück 1,50 €, die spinnen doch. Gell? Und die Standelfrau hat es beruhigt: Gute Frau. Das sind keine Erdäpfel, das sind Kiwi. Gell? Dann hat sie gesagt, okay, so ein haariges Gemüse habe ich überhaupt noch nie gesehen. Gnädige Frau, das ist kein Gemüse, das ist ein Obst. Das kommt aus Neuseeland und das wird eingeführt. Dann hat er gesagt, siehst du das, eingeführt wird, also die hast das wieder gefressen. Gell? Hallo. Du, hallo Claudia, grüß dich. Du, ist Mama daheim? Ja, Papa. Du, hol mir's einmal ans Telefon her. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Die ist im Schlafzimmer. Na, dann gehst du ins Schlafzimmer und holst das. Ja, aber da ist ein fremder Mann bei ihr. Was? Da ist ein fremder Mann bei ihr. Jetzt gehst du ins Wohnzimmer, ziehst die Schreibtischschublade raus, da liegt eine Pistole drin und die holst. Ja, Papa. Und jetzt, Papa? Jetzt gehst du ins Schlafzimmer und erschießt den fremden Mann. Patsch! Papa, was soll ich jetzt machen? Jetzt nimmst du die Pistole und schmeißt das in den Swimmingpool, damit es die Polizei nicht findet. Ja, Papa, wir haben ja gar keinen Swimmingpool. Oh, Verzeihung, falsch verbunden. Also, bei uns daheim in Riedenburg, ist schon ein Weile lang her, da hat es einen Nachtwächter gegeben. Gell? Und immer auf Nacht um 10 Uhr, wenn es so weit gewesen ist und 10 Uhr geschlagen hat, dann hat man wieder gehört, den Nachtwächter. Liebe Leute, lasst euch sagen, unsere Uhr hat 10 geschlagen. Löt das Feuer und das Licht, dass kein Unheil euch gesiegt. Die haben es nicht mehr hören können. Der Bürgermeister, der Gemeinderat zusammengekommen, haben so eine Sitzung gehalten, haben gesagt, also das können wir sich nicht mehr erlauben. Wir aus der Gemeindekasse, wir zahlen einmal jetzt ein neues Gebiss. Ja, haben sie gesagt, das muss sein, alles klar. Haben sie zusammengelegt, haben sie ihm das Gebiss gekauft. So, jetzt kommt er doch, wo er es eigentlich drin haben soll. Alle haben Türen aufgemacht, Fenster aufgemacht, schön warm ist gewesen, es schlagt wieder 10 Uhr. Liebe Leute, lasst euch sagen, unsere Uhr hat 10 geschlagen. Löt da Feuer und dann liegt, da kein Unheil euch gesiegt.
Gössers, der jetzt ja nur genauso wie vorher alle aus. Die Buchermeister, Gemeinderat, Leute haben rausgekommen. Ja, dann schauen sie so, ja, Nachtwachter, wir haben da doch neue Zähne gekauft. Wo hast du die? Der Doktor hat gesagt, die Zähne kommen bei der Nacht ins Wasser. Jetzt haben sie in Idlerhof daheim haben sie zwei getroffen. Der eine, der ist so gegangen und der andere, der ist so gegangen. Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Warum geist denn so? Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Mach ich schon allerweise so. Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Er muss da mal zum Doktor gehen. Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Mach ich. 14 Tage drauf haben sie die zwei wieder getroffen. Gell? Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Er weiß jetzt beim Doktor. Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Ja. Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Ja, und was hat der Doktor gesagt? Sagt der war so geht, zu dem, der war so geht. Meine Hosendrache haben es kurz. Der Bub schaut ins Schlafzimmer. Der Vater liegt auf dem Rücken im Bett mit einer riesen Almova-Brille. Wisst nicht, was das ist, gell? Allmorgendliche Wasserprachtlatte. Da hat es gleich das Bett aufgestellt. Dann hat der Bub gesagt, ja Papa, was machst du? Da hat er gesagt, ich baue ein Zirkuszelt. Jetzt geht dann gleich die erste Vorstellung los. Gehst rüber zur Mama, die soll mit ihrem kleinen braunen Bär rüberkommen. Da ist der Bub wieder gegangen, dann ist er wieder gekommen und hat gesagt, Mama hat gesagt, das geht nicht, der kleine braune Bär hat Nasenbluten. Dann hat er gesagt, dann geh Schnommel, die soll trotzdem kommen und soll die Vorstellung abblasen. Bauer und Bäuerin, gell, halten sie daheim nicht mehr aus, dann fahren sie einen Acker raus, gell. Und jetzt machen sie da einen Kartoffel da so, gell. Und dann sagt der Bauer, fährt er so hin und sagt, oh, jetzt haben wir stecken geblieben. Bäuerin, du musst mir jetzt helfen, dass wir den Bullock rausbringen. Schiebt sie ein wenig an, geht's nicht. Dann sagt der Bauer ganz einfach, da legen wir jetzt unter, da ist der Joppen runter und der Hosen legen wir unter und dann fährst du wieder, dann fahre ich raus, gell. Zack, untergelegt, haut das Gewand hinter. Ja, sagt er, jetzt tun wir noch meine Joppen, meine Hosen unter rein, gell. Und dann geht's schon. Zack, gibt er wieder Gas, wieder. Geht nichts, gell? Auf alle Fälle machen sie das, bis alle zwei nichts mehr zur Nutzung haben, gell? Dann sagt der Bauer, hilft jetzt nichts, jetzt müssen wir einen Nachbarn holen. Dann sagt die Bäuerin, wie soll man das jetzt machen? Gell, ich habe ja nichts mehr zur Nutzung, ich kann den Pudel noch gerade umgehen. Und ja, sagt er, ist ganz einfach, gell? Meine Stiefel, die haben noch da, die nimmst du jetzt. Dann nimmst du jetzt meine Stiefel, gell? Und die holst dann vorne so hier und da das Hand ein wenig so hier und nachher sagt er nichts, gell? Ja, jetzt geht's mit zum Nachbar, Leiter so, gell? Ding dong! Sagt er, du Nachbar, du musst mir helfen, du musst den Bauern ausziehen, der ist stecken geblieben. Sagt der Nachbar, wenn er so tief drinsteckt, bringe ich ihn nicht mehr raus. Kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, für die ein Juror Pate steht, der gerade bärig unterwegs ist. Einen großen Applaus für den Bobby. Steh auf.
Du wirst auch immer größer, hey. 50er Schuhe an das, deswegen. Brutal. Ah, deswegen. Ja, ich darf vorschlagen, wenn wir an der Bar stehen, stoßen wir, glauben wir, haben ein ganz besonderes Getränk vorbereitet. Ich hab's gehört. Nämlich einen Dry Gin vom Penninger. Den kriegen wir jetzt. Keine Angst, du musst ihn nicht extra trinken. So. Ja, na, ja, darfst gern. Darfst gern. Muss halt langsam fahren. Ja. Sogar extra. Der ist besser geschenkt. Ja, ist gut. Ey, du musst halt 5 Minuten schlafen. Wer schlaft, ist nüchtern. Ist gut. Sehr gut. Ja. Das sind ja diese Eiswürfel, die wo gar nicht Eis sind. Nein, das ist ganz toll. Das sind Steine. Ja, gar nicht Die stören. haben Die wir haben draußen der Pflaster. Ich wollte gerade sagen, dann pflastern wir das. Ja, der schaut gut aus. Das ist eigentlich Deko. Man kann es auch beißen. Zum Beispiel. Einmal kann man es beißen, dann braucht man ein neues Biss, wie wir gerade auch schon gehört haben, gell? Man weiß nicht, ja. Dein viertes Programm heißt ja Bärich. Warum Bärich? So schlimm schaust du gar nicht aus. Aber ich stinke so. Nein, Schwan. Bergig, da klatschst du wieder. Nein, schon klar. Nein, bärig einfach, weil ich den Begriff so gerne mag, weil einfach so viele Sachen bärig sind. Das kann man im Positiven, wie im Negativen sagen. Bärig ist, meine Gesellschaft ist bärig, wenn es gemütlich ist, wenn es gar mal nicht so bärig ist, dann ist bärig andersrum. Wenn du zum Beispiel am FKK-Stand gehst und vor dir spielt der alte Oma Potsche und Buckzi, dann ist das auch bärig, aber halt in eine andere Richtung. Und das, bärig kann man einfach in so vielen Facetten hernehmen und deswegen heißt mein neues Programm bärig, weil es wirklich bärig zugeht und ja, läuft. Passt. Es läuft ja für dich nicht nur bei den Auftritten, sondern auch Social Media, YouTube, Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Wahnsinnig viele Videos. Welches ist dein Liebstes? Ich habe eigentlich zwei. Also einmal, weil es so ein Herzenslittle von mir ist, wer das kennt von mir, passt vielleicht auch zu deinem Schauspiel, sage ich mal, aber da bin ich daheim aus das Little, da bin ich mit einem Bierfassel quer durch Bayern gelaufen, hat auch einen Haufen Aufrufe schon und wirklich, ich habe nicht bloß die ganz schönsten, die typischen so Neuschwanstein, die schönsten Sachen von Bayern, sondern auch die normaleren Sachen, wo vielleicht ein bisschen so Herzenssachen sind, in Bayern belaufen mit dem Bierfassel und das hat brutale Klicks und das wird einfach auch schön angenommen. Und natürlich habe ich noch Brandlober Muck-Videos, da gibt es mittlerweile über 100 Stück, wo ich einen Feuerwehrler spiele. Und da gibt es manche schon. Ich habe sogar, stimmt, ich habe noch ein Brandlober Muck-Video, Feuerwehr Fackelberg, wer das nicht kennt, müsst ihr mal googeln. Das ist im Russischen Bitte lächeln gekommen, das Video. Ist nicht gelogen. Vor ein paar Jahren, wir haben Nachbarn von Russland und dann hat die gesagt, hey, habe ich dich gesehen, russisches Fernsehen? Wirklich? Feuerwehr, sag ich, spinnst du jetzt oder was? Nein, weil es gibt ein Video, da wo ich in den Bach einsteige ins Eiswasser und ein Eis zusammen hat, der Gustl ist drin, der Gustl ist einfach scheiße, der Gustl, und dann ziehe ich einen Gustl, einen Augustinerkasten aus dem Wasser raus. Und da braucht man nicht viel Text und deswegen ist das in Russland auch gegangen, dieses Video. Und das ist schon geil. Dankeschön. Von daher, es gibt viel zu googeln. Da bin ich daheim angeben oder Brandlober Muck angeben oder einfach Bobby angeben. Jetzt nicht, ja, denn jetzt kommen erst einmal unsere Kandidaten. Wir hocken uns wieder hin. Und ihr werdet euch jetzt denken, ja, zu was soll mir jetzt einen Witz erzählen? Haha, wir haben was vorbereitet. Und zwar gibt es Getränke, einen Penninger Gin und eure Aufgabe ist es, den jetzt nicht unbedingt ex auszutrinken, nein, sondern dieses Getränk in den nächsten Witz mit einzubauen. Ja? Wenn ihr es trinkt, gerne, bitte nicht den Stein verschlucken. Wir haben zwar ärztliche Hilfe vor Ort, den bringen wir wieder raus, aber was wir wollen einen guten Witz hören. Und wir auch, oder? Voll Spaß! Zwei ältere Herrschaften sitzen beim Frühstück und sie liest Zeitung und sagt zu ihm, hast du das gelesen? Was? Ja, hast du das nicht gelesen? Da gibt es jetzt so ein Mittel, da darf es wieder geben wie früher. Testosteron. Ja, sagt er, habe ich schon gelesen. Sagt ja, ich muss eher am Nachmittag in die Stadt rein, schau geh mal. Sie ist dann in der Apotheke und sagt zum Apotheker, ich habe heute in der Früh gelesen, da darf es das Mittel geben, wie es wieder so gang wie früher. Ja, sagt der Rizinus. Ja, genau, das war's. Genau. Nein, Moment, sagt sie, ich nehme die große Flaschen. Gell? Und daheim dann, gell, nach dem Essen, es ist Zeit für einen Tatort, schenkt sie zwei
Penninger Gin rein, gell, und tut da einen schönen Schluck mit rein und die sitzen beim Fernsehen und trinken den Ding und gehen dann freudig erwartend ins Bett und harren der Dinge, die da kommen. Gell. Und plötzlich springt sie auf und rennt wie von der Tarantel gestochen aufs Klo und kommt nach 5 Minuten wieder und sagt, hast du gesehen, ich bin gelaufen wie eine 17-Jährige. Ja, sagt er, und ich habe ins Bett geschissen wie ein 2-Jähriger. Die gnädige Frau hat sich für ihren 70. Geburtstag was Besonderes einfallen lassen. Die hat gesagt, den feiern wir Zweitkirche beim Penninger, weil die haben da so ein schönes Ausstellungszentrum, da kann man die Brennerei anschauen und da ist eine schöne Wirtschaft dabei. Und da hat sie sich eingemietet für ihre Geburtstagsfeier. Die Geburtstagsfeier war im Gange, die Leute haben getrunken, gegessen und dann haben sie ein wenig mehr getrunken, ein wenig mehr von dem Gin runtergehauen und ein wenig mehr und ein wenig mehr. Und auf einmal ist das Geburtstagskind, die 70-Jährige, ist an den Tisch aufgestiegen, hat gesagt, jetzt passt auf, Buben, ich singe euch jetzt das Lied am Brunnen draußen vor dem großen Tore. Gell? Und dann hat er gesagt, das ist gut, da herin hört keiner zu. Zwei Angler sitzen am Rand vom Starnberger See und fischen. Angeln aus, hey. Angeln aus, hey. Auf einmal sagt der eine, du sag mal, hast du nichts zum Trinken dabei? Nein, sagt er, ja, meine Frau, glaube ich, hat mir Thermosflaschen mitgegeben mit eiskaltem Zeug drin, ich weiß nicht, was das ist. Dann haben sie es probiert. Ja, das ist ja ein Penninger Gin, Mensch, der schmeckt vielleicht super. Dann haben sie weiter gefischt. Auf einmal kommt einer mit dem Surfbrettel daher. Fährt dauernd durch die Schnell durch. Dann reinbläht. Wenn du dich nicht schleichst mit deinem Bredel, dann holen wir die runter. Das war dem wurscht. Das auf und ab mit dem Bredel, fährt immer durch die Schnell durch. Und auf einmal haut er sich einen Masten an den Kopf hin, ist bewusstlos und fällt rein. Da sagt der eine zum anderen, du, der hat uns zwar jetzt narrisch geärgert, aber die müssten wir rausziehen. Okay, dann haben sie ausgezogen, sind reingesprungen, haben ihn rausgezogen, haben ihn aufs Ufer gelegt. Sagt der eine, du, der war jetzt 5 Minuten unter Wasser, da müssen wir Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ja, okay, mache ich gleich. Ja, um Gottes Willen, der stinkt, ja, das ist ein Wahnsinn. Sagt der andere, geh weg, lass mich hin. Oh ja, du hast recht. Du, der stinkt, ja, das ist ja furchtbar. Sagt der eine, du Sepp, wir haben den Falschen rausgezogen, der hat einen Schlittschuh noch an die Füße. In einer Pfarrei haben sie einen jungen Pfarrer gekriegt. Jetzt hält der seine erste Predigt und kommt schon etwas deprimiert in die Sakristei hinten rein, sagt der ja, Hochwürden, was meinen Sie? Mei hat er gesagt, du bist da viel zu nervös, sagt er, die ganze Kirche, die haben fast alle geschlafen, sagt er, ein Tipp, sagt er, nächste Woche trinkst einen Penninger Gin, habe ich alle bei mir hinten drin halt dann, und dann bist du ein bisschen lockerer, wirst sehen, haut hin, gut. Der trinkt einen Penninger Gin vor der Predigt, geht raus, kommt schon ein bisschen lockerer in die Sakristei. Und, Herr Pfarrer, was meinen Sie? Ja, du, sagt er, jetzt haben wir nur die Hälfte geschlafen. Vielleicht nimmst du einen zweiten. Okay. Also ich denke, dann nehme ich gleich einen dritten, da passt schon, gell? Und der halt eine Predigt und alles hat, keiner hat mehr geschlafen. Dann kommt in die Sakristei, hat den Pfarrer auf die Schulter. Sagt er, wie war ich da heute? Heute war es super. Geschlafen hat keiner mehr. Aber 3 Sachen sollst du merken. Erstens haben wir bloß 10 Gebote und nicht 14. Zweitens hat der Kain an Abel erschlagen und ich bin mit dem Maschinengewehr erschossen. Und drittens, am Schluss heißt es Amen und nicht Prost. Ja, in Fritzl kennt es ja schon, gell? Und jetzt hat sich der Fritzl einmal mit seinem Freund getroffen und jetzt hat ihm sein Freund sein Leid geklagt, sagt er, Mensch, Fritzl, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll daheim. Ich habe so viel Wanzen daheim, ich bring's nicht raus. Ich habe schon alles probiert, auch jede Wanzentinktur, alles, nichts hat geholfen. Weißt du nichts? Naja, da weiß ich so. Und zwar, was besser, viel was Besseres, wenn ich Wanzentinktur.
Ja, sagt sein Freund, und wie geht denn das, Fritzl? Ja, schau hier. Also, dann nimmst du deine zwei Finger und dann fangst du die Wanzen. Und dann, wenn du zwischen die zwei Finger hast, dann tropfst du dir einen Penninger Gin in die Augen rein. Weil dann sieht die Wanzen nichts mehr, dann verhungert und dann verreckt. So hat sein Freund ein wenig so geschaut, sagt er, du Fritzl, jetzt wenn ich doch die Wanzen schon zwischen meine zwei Finger habe, dann kann ich es doch einfach zusammendrücken, oder? Ja, so geht's auch. Ja, man kann ja heute alles spenden. Man kann Blut spenden, man kann Haare spenden, ein paar haben sie schon abgegeben. Es heißt ja, wer morgens seine Glatze föhnt, der sich mit dem Schicksal hat versöhnt. Also ist ja nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall, man kann aber in der heutigen Zeit ja auch in die Samenbank gehen und Penninger hat da so ein Abkommen gehabt. Wer in die Samenbank geht, kriegt er Schweinekohle und kriegt aber noch 2 Kisten von dem Gin. Da hat er gesagt, geh doch zur Samenbank. Ist er da hingefahren, dann hat die Schwester gesagt, wollen Sie Reagenzglas voll spenden oder Marmeladenglas? Haben Sie nie gesehen, gell? Dann hat er gesagt, wo ist der Unterschied? Er hat gesagt, fürs Reagenzglas kriegen Sie 500 Euro, fürs Marmeladenglas kriegen Sie 1000 Euro. Hat er gesagt, nimm das Marmeladenglas. Hast du nicht so eine spanische Wand geschickt? Dann hat es plötzlich hinter der Wand. Dann hat er rausgeschrieben, bitte ein trockenes Handtuch. Dann hat es mir ein trockenes Handtuch reingeschmissen, hat es wieder gemacht. Dann hat er rausgeschrieben, bitte ein nasses Handtuch. Dann hat es gesagt, leck mir im Arsch, hat es mir ein nasses Handtuch reingeschmissen. Hat er gedacht, jetzt muss ich mal schauen, was macht denn der hinter der Wand? Hat es reingeschaut, hat der das Glas nicht aufgebracht. Haben wir letzte Woche einen Obstbauern-Stammtisch gehabt, gell? Und dann haben wir natürlich ein paar Penninger Gin getrunken, gell? Und ja, wie es da so zugeht, gell? Wenn du mal ein paar getrunken hast, gell, dann hat verzeihen alle so, wie es heute zugegangen ist bei der Obsternte. Zuerst haben sie ein wenig gejammert, weil es so wenig Obst gegeben hat, gell? Und Scheißjahr. Und dann sagt einer, aber dafür waren es gar nicht einmal so klar. Also, so die erste, gell, du weißt, was mir heuer passiert ist, die Äpfel, die waren so groß, gell. Ich bin mit dem Schuhkahn rausgefahren, gell, und dann fällt da ein Apfel, aber fällt auf den Schuhkahn rauf. Schuhkahn war platt, war kaputt. Oh, sagt der andere, das ist gar nichts. Weißt du, was mir passiert ist, gell? Ich bin rausgefahren, wir haben schon einen Lader, gell, fahre mit dem Lader raus, fällt der Apfel auf, fällt auf den Lader drauf, Lader kaputt. Ich geleckt mir am Arsch, sehe nicht drin Äpfel. Sagt der Dritte, das ist gar nichts. Wir wohnen noch hinterm Wald, gell, da, und wir fahren da mit Gespann raus, Rossgespann, 6 Ross, gell, und hinten so ein Holzer Anhänger. Ja, sagen die anderen, ist der Apfel von der Anhänger hin. Nein, wart's noch. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist vor uns ein Apfel runtergefallen, ist von den Apfel ein Wurm rausgekrochen, hat die 6 Ross zusammengefressen. So, liebes Publikum, Sie haben entschieden und während wir jetzt hinter der Bühne die Punkte zusammenzählen, bekommen Sie jetzt einen Einblick in sein bäriges Programm. Bühne frei für Bobby! Ja, schön, dass ich da sein muss. Grüßt euch. Die Leute werden nur naschen, gell? Was mittlerweile die Leute alles spinnen. Gendern, das ist jetzt das Allerneueste. Gendern, jetzt sind sie alle gendern. Jetzt darfst du einmal im Jahr aussagen, welches Geschlecht du sein willst. Halt fühlen sie sich als Mann, dann fühlen sie sich als Frau, dann als Basketball, dann als Bär, dann haben sie 5 Liter saures Lingerl, ich weiß es nicht. Du, wenn ich nicht weiß, was ich bin, dann muss ich beim Bisseln halt nachschauen. Ha, das war, ja, ist doch wahr. Ist das so schwer? Als nächstes, an die Bewerbungen, wenn du irgendwo bewirbst, jetzt darfst du nicht mehr einen Mann oder eine Frau suchen als Betrieb. Na, du musst jetzt alle Geschlechter anschmerzen. Jetzt steht aber MWD, habt ihr das schon mal gelesen? Das hat mir mein Opa gefragt, was heißt das, männlich, weiß, deutsch oder was? Ja, fast, Opa. Du, ganz ehrlich,
Probleme haben wir mittlerweile. Probleme. Das ist ein Wahnsinn. Wirklich. Du, wenn ein Nachtlokal jemand einstellen will, dann sucht er nicht mehr einen Stripper, sondern einen Stripsy. Weißt du, das ist so. Nur noch Nasche. Jetzt musst du an alle Berufe, das heißt, musst jetzt immer bei den Frauen, dass die nicht benachteiligt sind, musst du immer innen, hinten und hängen. Innen. Krankenschwester innen, das passt überhaupt nicht. Waschweiber innen. Was kommt denn als nächstes? Vergewaltiger innen oder was? Das ist der Prostituiert innen. Ganz ehrlich, ich kenne Nut innen, das ist Prostituiert außen. Aber das ist wurscht. Das ist immer Nasche. Und das Neueste ist das, jetzt wollen sie immer, dass man alle Begriffe auch so auf alle Geschlechter umwandelt. Weil dass sich keiner diskriminiert oder benachteiligt fühlt. Und ganz ehrlich, mir ist das wurscht. Ob ich, wenn ich Wasser brauche, einen Wasserhahn oder das Wasserhuhn auftrage, das ist mir wurscht. Ob ich beim Reifenwechseln Radmutter oder Radvater aufmache, scheißegal. Ich habe Muttermale und nicht Vatermale. Ich friese in der Früh meine Mama-Lad und nicht mein Papa-Lad. Und am Nordpol wohnen die Eskimos und nicht die Eskimösen. So schaut es nämlich aus. Ist das so schwer? Und vegan ist auch so was. Jetzt sind sie alle vegan. So viele Weiber haben vegan. Letztes Mal habe ich so Weiber gesehen, wo Pferdl durchs Dorf führen. Kennen Sie sowas? Ich verstehe das heute nicht. Da gehst du mit dem Pferdl, da haben sie ein Pferdl und gehst durchs Dorf mit dem Pferdl. Ich kaufe doch auch kein Auto und schiebst durchs Dorf. Und das sind dann alle vegan. Jetzt sind sie alle vegan. Und dann streicheln sie aber die Tiere, die Pferdl, und denken, hey, mit dem Essen spielt man nicht. Oh, Base. Nein, ich mag gerne die Russwurst. Es tut mir leid, ich mag gerne die Russwurst. Ich meine, die Damen, die Pferdl haben, ist auch klar, die essen keine Russwurst. Ja, die haben dann, wie gesagt, alle vegan, dann essen sie vegane Russwurst. Ja, aus Holzspar vom Schaukelpferd. Aber es geht noch nascher. Frutarier. Es geht noch nascher wie vegan. Frutarier. Die essen nur das, was ihnen der Natur freiwillig schenkt. Die essen nur Früchte und Beeren. Also nicht die Beeren, sondern die Beeren am Stärkter. Aber nur, wenn es die Natur freiwillig hergibt. Das heißt, die darf einen Apfel nicht runterrupfen, weil der verletzt die Mutterpflanze. Sondern erst, wenn die Natur den Apfel freiwillig fallen lässt, dann darf es ihn aufklappen, darf es ihn fressen. Wenn die Natur die Beeren freiwillig fallen lässt, weil es verschimmelt sind, dann darf es aufklappen, darf es fressen. Ich muss aber sagen, ich mache das grundsätzlich auch so. Also wenn es die Natur freiwillig hergibt, also wenn eine Sau dort umfällt, friss es auch. Und ich hoffe wirklich, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen normaler wird, dass alles wieder ein bisschen gemütlicher wird. Und ich möchte dieses Statement schließen mit einem Satz von Heinz Erhardt, der hat gesagt, früher war alles gut, heute ist alles besser. Es war besser, wenn wieder alles gut war. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, unsere Finalisten stehen fest und diese werden jetzt von unseren 3 Mädels verkündet, die hinten dem ganzen Laden der Witzemeisterschaft am Laufen halten. Begrüßen Sie mit mir die Cora, die Verena und die Franzi. So. Wer ist denn jetzt im Finale der Bayerischen Witzemeisterschaft 2023? Einmal haben wir den Daniel Götz. Unser zweiter Finalist ist der Sepp Schöberl. Und zu guter Letzt kommt dann der Sigi Sandner. Vielen lieben Dank. Es gehört sich wahnsinnig viel Mut dazu, sich an einem Abend vor 600 Zuschauern hinzustellen und sich der Wertung messen zu lassen. Und aus diesem Grund nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für unsere 4 Kandidaten, die es nicht ins Finale geschafft haben. Über die Spitze! Ja. Wir kommen zu unserem Stammtisch-Battle. Ab jetzt bewerten unsere Juroren. Ihr bekommt Listen
und ihr bewertet den Witz, wie er erzählt wird. Und das Ganze ist jetzt unabhängig vom Publikum. Das ist ganz wichtig. Ihr bewertet mit euren Fachkenntnissen, wer für euch der heutige Sieger ist. Ihr erzählt jetzt so lange Witze, einfach reihum, ja, wenn die Leute zum Lachen aufhören, fangt der Nächste wieder an, bis unsere Jury diesen Buzzer hier drückt. Und wenn dieser Buzzer gedrückt wird, hört ihr auf und dann steht fest, wer der nächste bayerische Witzemeister wird. Auf ein faires Duell möge der mit den heute besten Witzen gewinnen. Wir drücken euch allen 3 die Daumen. Viel Spaß! Jetzt hat der Lehrer in der Schule gefragt, sagt er, Kinder, was kennt ihr für Medikamente? Jetzt hat sich der Erste gemeldet, gesagt, ja, also ich kenne Tomaperin. Ja, sagt der Lehrer, das ist richtig. Und weißt du auch, für was dass man das nimmt? Ja, schon, hat er gesagt, das nimmt man, wenn man Kopfweh hat. Jetzt hat sich der Zweite gemeldet, sagt der Herr Lehrer, ich kenne auch ein Medikament, ich kenne ein Gripostat. Ja, sagt der Lehrer, das gibt es auch. Und weißt du auch, für was dass man das nimmt? Ja, freilich, hat er gesagt, Herr Lehrer, ein Gripostat nimmt man, wenn man Grippe hat. Jetzt hat sich der Fritzl wieder gemeldet. Ja, Herr Lehrer, ich kenne auch ein Medikament. Ja, sagt der Lehrer Fritzl, was kennst du? Ich kenne Viagra. Jetzt hat der Lehrer geschaut und sagt, ja, Fritzl, ein Viagra gibt es schon. Aber weißt du überhaupt, für was dass man das nimmt? Schau, ein Viagra nimmt man nämlich, wenn man 3 Stunden scheißen hat. Jetzt hat der Lehrer geschaut und gesagt, der Fritzl, wie kommst du jetzt drauf, dass man ein Viagra nimmt, wenn man 3 Stunden scheißen hat? Ja, das ist ganz einfach, Herr Lehrer. Bin ich nämlich über Nacht habe ich aufs geklommen. Dann gehe ich am Schlafzimmer von meinen Eltern vorbei. Und dann habe ich genau gehört, wie Mama zum Papa gesagt hat, nimm dein Viagra lieber gleich, weil sonst scheißt wieder 3 Stunden umeinander. Herr und Frau Ackermann haben selber eine Hochzeit gefeiert. Er hat sich ganz schick zum Essen eingeladen in ein sehr nobles Restaurant. Und dann haben sie Zeug gehabt, dann sind sie rausgegangen, ein bisschen so durch die Stadt durch. Dann sieht sie vorne da so ein Etablissement mit so einer roten Laternenrast. Da sagt sie, du Schatz, mich würde das vielleicht schon mal interessieren. Und er schon ein bisschen verlegen, nein du, es ist doch schon spät, war ein schöner Abend, fahren wir doch lieber heim. Nein, hat sie gesagt, ich darf mir jetzt das wünschen, dass wir jetzt da mal reinschauen. Okay, die kommen da hin, steht der Pförtnerrasten dort. Guten Abend, Herr Ackermann. Woher kennt ihr der die? Das ist ein alter Schulspezi. Ging so ein Garderobe hin. Guten Abend, Herr Ackermann. Ja, wo kennt ihr die? Das ist eine Frau von ihm. Also jetzt hocken sie sich ganz vorne hin an die Bühne, so wie ihr jetzt da halt dann. Und der Saal ist rappelvoll, die Halle. Und dann kommt eine Tänzerin und die tanzt und regelt sich und es fliegen immer mehr Kleidungsstücke weg. Dann hat es bloß noch einen Slip dran und dann schreit sie in die Runde. Und wer zieht mir heute einen Slip aus? Dann schreit der ganze Saal, Ackermann! Sie packt ihn auszahlt, geil. Alles hat sie am geheißen, Taxi gerufen, rein ins Auto, ins Taxi und da fahren schon 10 Minuten dahin und die wäre gar nicht fertig. Da dreht sich der Taxifahrer um und sagt, geil, Ackermann, haben wir schon viel rumgefahren, aber so ein Teppich war da nicht dabei. Ein paar Spätzchen sitzen in der Wirtschaft beieinander und einer schaut recht traurig. Sagt, was ist denn mit dir los? Ja, ich habe ein Riesenproblem. Meine Frau beschwert sich dauernd, dass nichts mehr geht. Ich kann auch nichts machen, Viagra habe ich auch schon probiert, aber das nützt auch nichts mehr. Ja, sagt einer, da machst du halt einmal die Tarzan-Nummer. Was, die Tarzan-Nummer? Ja, du gehst heim, steigst am Schlafzimmerschrank auf, dann springst drüber zum Grundleuchter, machst 2 Umdrehungen und runter auf die Frau und dann geht's. Da kommt er heim, sagt er, du Frau, heute machen wir mal die Tarzan-Nummer. Sagst du, wie die Nummer heißt, ist mir wurscht, Hauptsache es geht einmal wieder gehen. Er steigt am Schlafzimmerschrank auf, springt weg, bleibt mit dem Zehennagel hängen, reißt sich einen Zehennagel raus, rüber an den Kronleuchter, 2 Umdrehungen,
dass es Arm auskugelt, der steht hinten aus, fällt senkrecht runter und mit dem Auge genau im Beckkanten rein. Dann scheißen sie zusammen, sagst, mit der Nummer, wenn du nicht schleichst, die macht dir auch bloß wieder Tierspaß. Jetzt hat der Preis am Dorf draußen Urlaub gemacht, gell? Jetzt geht er in die Wirtschaft rein, hat 1, 2 halbe getrunken und jetzt gleich heute Wirt auf, sagt er, Herr Wirt, kommen Sie mal. Dann ist der Wirt hin, gell? Sagt er, ja, was gibt's denn? Herr Wirt, ich hätte da so sexuelle Gelüste. Haben Sie da nicht was? Ja, sagt der Wirt, freilich, gehst du über den Strauß drüber in das blaue Haus, da ist noch drin, kostet einen 50er. Nee, Herr Wirt, ich hätte da mehr so an einen Mann gedacht. Ja, Humor, hat der Wirt gesagt. Gehst in das grüne Haus nebendran, da ist der Hans drin, kostet aber 500 €. Was? 500 €? Ja, wieso ist denn das so teuer? Ja, wissen Sie, hat er gesagt, also wir haben eine hübsche katholische Gemeinde. Und unser Pfarrer, also der sieht halt das gar nicht recht gern. Und wenn wir ihm einen 100er geben, dann ist es ihm wurscht. Ja, aber dann kriegt der Hans 400 €. Nein, hat er wie gesagt. Unser Buchermeister, dem schmeckt das auch nicht so. Aber wenn wir dem auch einen 100er geben, dann ist es ihm auch wurscht. Ja, aber dann kriegt der Hans 300 €. Nein, hat er wie gesagt. Ich bin der Wirt, mir gefällt das auch nicht so. Ich kriege auch einen 100er. Ja, aber dann kriegt der Hans 200 €. Nein, hat er wie gesagt, die kriegen der Sepp und der Lucky, weil die müssen ihn Hans halten, weil denen gefällt das nämlich auch nicht so. Olympische Sommerspiele, Hammerwerfen der Männer. 3 haben nur am Start, ein Russ, Amerikaner und ein Deutscher. Der Russ geht rein, der Ivan, ein Kasten vom Mannsbild, nimmt den Hammer, dreht sich 3-mal, schmeißt das Ding aus, 98 Meter. Neuer Weltrekord, Reporter rumpeln alle aus. Ivan, herzliche Glückwünsche, 98 Meter, neuer Weltrekord. Wie gibt's das? Ja, der Ivan gesagt, ach, weißt du, ich saufe viel Wodka. Dann, Großvater war Hammerwerfer, der Vater Hammerwerfer, ich bin auch Hammerwerfer. Okay, Amerikaner geht rein. Der Jim dreht sich 3-mal, schmeißt das Ding aus, 102 Meter. 4 Meter weiter als wie der Russ geht. Der Reporter rumpeln wieder aus. Mensch, Jim, das gibt's ja nicht. 4 Meter weiter, 102 Meter, neuer Weltrekord. Das ist ein Wahnsinn, wir haben das hier. Er sagt, well, ich esse jeden Tag 3 Steak, saufe meinen Whisky. Der Großvater war Hammerwerfer, der Vater war Hammerwerfer. Natürlich bin ich auch Hammerwerfer. Right. Okay, es ist bloß noch einer drin. Der Sepp aus Zwiesel startet für Deutschland. Der Sepp aus Zwiesel geht rein, dreht sich 2-mal, schmeißt den Hammer aus auf 124 Meter. Ja, leckt mich am Arsch. Neuer Weltrekord, 124 Meter hat er nie einer geschmissen. Der Reporter rumpelt wieder aus. Sepp, Grütze, Moment, wie geht's dir das? 124 Meter, sag mal, wie magst du das? Mei sagt, da schaut's mir an, ich friss jeden Tag mein Schweiners, sauf mein Dreigel Bier. Der Opa war arbeitslos, der Vater war arbeitslos, ich bin auch arbeitslos. Hat der Vater gesagt, Sepp, an Hammer, wenn's siehst, schmeißen so weit, dass ihn keiner mehr findet. Mama sagt zu Maxl, du Maxl, ich hab dir da was aufgeschrieben, gehst in die Drogerie und das besorgst du mir jetzt. Ja, der Maxl verschwindet wieder, kommt er zurück mit einem Backel. Dann Mama, und? Ja, da schau her, habe ich schon besorgt. Gibt's der Mama? 5 Minuten später sagt Oma, wo sind denn deine Eltern? Ja, im Schlafzimmer. Ja, ich habe das Essen schon fast fertig. Ja, warten wir noch ein bisschen. 10 Minuten später, wo sind deine Eltern? Ja, sind immer noch im Schlafzimmer. Ja, Herrschaftszeiten, das Essen ist schon fast fertig. Wieder 10 Minuten später, sind immer noch im Schlafzimmer. Das gibt's doch nicht, dass die immer noch im Schlafzimmer sind. Du sag einmal, du warst doch zuerst Pfurt beim Einkaufen, wo warst denn da? Ja, ich war in der Drogerie. Ja, und was hast du da geholt? Ja, die Mama hat mir ein Gleitmittel aufgeschrieben und das haben sie nicht gehabt, dann habe ich einen Patex genommen. Jetzt ist ein Metzgermeister, ist kurz vor der Rente gewesen, gell? Hat er sich gedacht, Mensch, jetzt müsste ich mein Geschäft übergeben, aber mein Bau, ja, ihr kennt es ja in Fritzl,
Der ist so pleite, wenn ich das Geschäft gehe, das geht er sofort in Grund und Boden rein. Gell. Jetzt ist er eines Tages auf einer Messe gefahren, jetzt hat er eine riesen Maschine gesehen, jetzt hat er sich die vorführen lassen, gell. Da schäubst oben einen ganzen Ochsen rein und unten kommt die fertige Wurst und das Fleisch raus. Gell. Also denkt, leck. Ja, das bringt sogar mal Bleider Bau zusammen. Gell. Jetzt hat er die Maschine gekauft, die Maschine wird geliefert, wird aufgebaut. Gell. Jetzt hat er gesagt, Bleider Bau, komm, ich zeig dir das jetzt einmal. Gell. Jetzt ist der Fritzl gekommen, sagt er, schau her, da schäubst du jetzt oben einen ganzen Ochsen rein und kommt die fertige Wurst und das Fleisch raus. Gell. Sagt der Fritzl, naja, Papa, es ist ja gar nicht schlecht. Oben geht's das umdrehen, dass man da unten was reinhäupt und dass da ein Ochs rauskommt. Sagt der Metzgermeister, das weiß ich nicht, da muss die Mutter fragen, die hat so eine Maschine. In der Apotheke kommt der junge Bursch rein. Der Apotheker sagt ganz höflich zu ihm, grüß Gott, junger Mann, was darf denn sein? Ja, servus, du, ich gleich schon ein Backel Hunderhöhe. Bitte, was können Sie? Ich habe ein Backel Hunderhöhe halt. Moment, ich komme gleich wieder. Geht er hinten zu seiner Frau, du, sagt er, geh mal bitte her, da ist jetzt ein junger Bursch da, ich verstehe den nicht halt dann. Geht sie hinten, führt er halt dann, schaut's nur, ja, hallo junger Mann, was darf's denn sein? Ja, du, servus, ich hab's ja schon gesagt, ich habe ein Backel Hunderhöhe geregelt halt. Bitte, was kriegen Sie? Ein Backel Hunderhöhe halt. Moment, geht sie auch hinten, sagt du, ich verstehe den auch nicht. Aber wir haben da einen im Lager, der war allerweise Zeicheramt, der redet so ähnlich, vielleicht versteht ihn der. Holen wir den? Ja, also gut, holen Sie den Birschenführer halt dann nicht. Der geht rein, sieht und sagt, ja, du, was tut du? Ja, ja, der hat ja gesagt, der Backel Hunderhöhe, du, das kostet 1,40, da hast du 1,50, stimmt schon, vierte. Jetzt gingen die Apothekerleute hinten führen, schauen aus den Lageristen so. Ja, und was wollte dann noch der? Mein Waschen hat schon ein Backel Hunderhöhe halt. Eine Frau sitzt jeden Tag in der Früh beim Frühstück mit der Zeitung so. Dann sagt der Mann, du sag einmal, magst du nicht einmal ein Brühen kaufen? Nein, Brühen steht mir nicht. Sagt er, jetzt ist bald Weihnachten und da kriegst du von mir Kontaktlinsen. Gehst zum Optiker und bestellst dir Kontaktlinsen. Ja, er war allein daheim, leitet das Telefon. Ja, hier ist der Optiker. Ihre 3 Kontaktlinsen für Ihre Frau sind fertig. Was, 3 Kontaktlinsen? Da kommt es heim und sagt er, sag einmal, wie viele Augen hast denn du? Da eins und da eins. Wieso hast du dann 3 Kontaktlinsen bestellt? Ja, weißt die dritte, die tue ich mir da rein, die hat auch schon lange keinen mehr gesehen. So, die Jury hat entschieden, ist heiß am Diskutieren und wir haben heute Nachmittag einen Vorentscheid gehabt. Wir haben 10 Kandidaten gehabt und 3 mussten nach dem Vorentscheid ja leider das Feld räumen. 2 sind schon nach Hause gefahren und einer ist geblieben und den wollen wir jetzt mit einem ganz, ganz großen Applaus hier auf die Bühne holen. Lieber Klaus Meier, komm doch einmal hoch zu uns. Liebe Jury, wer ist denn jetzt der bayerische Vizemeister 2023 und wer darf neben dem Titel mit dieser Siegerscheibe nach Hause gehen? Das war sehr, sehr geil. Ich habe jetzt 3 brutal gute Witze erzählt und das kann ich wirklich sagen, weil man aber weiß, was die Leute leisten. Die machen das nicht hauptberuflich wie mir. Das ist wirklich nicht ohne. Und vielleicht nochmal einen großartigen Applaus für das, dass sie es so gut gemacht haben. Ich finde das wirklich ganz, ganz grandios. Ich darf den 3. Platz überreichen, haben wir jetzt ausgemacht. 3. Platz des heutigen Abends. Der Sepp, Applaus! Also, weil du es gerade Zweiter gesagt hast, ich bin öfter schon Zweiter geworden, aber es ist trotzdem immer weitergegangen. Und man sollte den Mut trotzdem nicht verlieren und immer wieder weitermachen. Und ich darf jetzt die Scheiben
So. Und da sind rausgefallen. Ja, ich habe Gott sei Dank welche drin, sonst hätte ich halt keinen singen. Genau. Also der zweite Platz, der geht an die, Daniel. Ich glaube, es ist schwer zu erraten, wer jetzt den ersten Preis kriegt. Sigi, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie du das nur gerade immer wieder schaffst, uns alle so zu unterhalten, uns zum Lachen zu bringen. Ein herzliches Dankeschön. Bleib gesund, bleib so, wie es bist. Und ich glaube, den ersten Platz hast du wieder mal redlich verdient. Ja. Ja, liebe Gäste, das war sie, die Bayerische Witzemeisterschaft 2023 und wir wollen ihn nicht nach Hause gehen lassen. Einen wollen wir noch hören. Bühne frei für den Mann, der seinen Titel verteidigt hat. Bühne frei für Siegfried Sandner. Ja, jetzt traue ich mir, weil die Scheiben habe ich schon. Jetzt trifft es ein, was die Augsburger Allgemeine schon lang gesagt hat, dass meine Witze zu schlüpfrig und zu derb sind. Zwei Obstbauern unterhalten sich. Dann sagt der eine, du, jetzt habe ich meine Äpfel genmanipuliert. Sagt er, was? Genmanipuliert? Ja, die schmecken jetzt wie ein Frischbronner Schweinsbraten. Ah, das gibt's ja nicht. Tu mal einen runter. Klang auf, tu den runter. Sagt, tatsächlich, schmeckt wie ein Frischbronner Schweinsbraten. Ein Jahr später treffen sie sich wieder. Sagt der andere Obstbauer, du, jetzt habe ich meine Äpfel auch genmanipuliert. Schweinsbraten ist mir nicht gelungen. Aber er schmeckt wie ein Frischbratene Enten. Tu mal einen runter. Tatsächlich, wie ein Frischbratene Enten. Ein Jahr später treffen sie sich wieder. Dann sagt der eine, du, jetzt habe ich deine Äpfel und meine miteinander gereißt. Weißt du noch, was die schmecken? Wie ein Schiff von einer 18-Jährigen. Ah, das gibt's ja nicht. Tu mal einen runter. Klang ihn auf. Sagt er, schmeckt er nach Scheiße? Er sagt, der Tran musst schon. Ja, meine Damen und Herren, das ist er. Ja. In meinem Alter darf man das. Ja. Halt's ihn unten auf, der erzählt den ganzen Tag sowas, der geht auch nicht mehr heim, der schlaft da. Also von dem her, wenn ihr mehr so Zeug hören wollt, halt's ihn unten auf. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt's gut heim, bleibt's gesund und kommt's wieder. Servus miteinander.